Für die Eröffnungsandacht für die Sprangprozession begrüßen ich aus der Basilika von Echternach. Es singt der Basilika Chor. Dirigent ist der Marc Juncker, Organist der Jos Majerus, Viersängerin Josiane Mirkes. Wir sangen am Anfang ein Schritt vor Alters Zeiten, Magnificat 899. Heilig Kreuz sei hoch verehret, Nummer 826, die Filibrodus Litanei, Lasst fröhlich uns singen, Regina Zöli an Tantum Mergo aus dem Magnificat, und als Schlusslied Schau Heilige Apostel, Magnificat 891. Dann dacht in dem Viersitz von Monseigneur Jean-Claude Hollerich, Kardinal Erzbischof von Lützeburg, get präsidiert vom Bischof von Trier, dem Monseigneur Stefan Ackermann.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, die wir hier versammelt sind in der Basilika zu Echternach und die sich mit uns verbunden haben über den Stream. Ich darf im Namen von Erzbischof Jean-Claude Hollerich und den Verantwortlichen hier vor Ort ein herzliches Willkommen sagen zu dieser feierlichen Eröffnungsandacht zu Ehren des heiligen Willibrord und der morgigen Springprozession. Wie schön, dass wir uns nach der Unterbrechung und den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder in dieser Weise hier zusammenfinden können. Wir wollen diesen Gottesdienst ganz bewusst begehen, auch in der Bitte um den Segen für all diejenigen, die heute und morgen, auch sonst das Jahr über hierher kommen an das Grab des Heiligen. Wir wollen um den Segen bitten, dass keiner von hier ohne Stärkung weggeht, dass der Heilige seine schützende Hand über uns, über das ganze Land Luxemburg, die Großregion hält, dass wir unter dem Segen Gottes unseren Weg gehen können und es tun eben gestärkt durch das Zeugnis derjenigen, die vor uns den Glauben gelebt, bekannt und bezeugt haben in unserer Region. Feiern wir diese Andacht, beten wir in der Gestalt des gewandelten Brotes Gott, den Auferstandenen, um seinen Segen, damit wir Christinnen und Christen sein können, wie es seinem Herzen entspricht. Könnte ich Platz holen in der Black. Liebe Gäste, vielleicht alle Guten, erlaubt mir just ganz kurz am Anfang von der Eröffnungsandacht als Rektor von der Basilika wurde so zum neuen Kreuz, was geschwür gesehen wird. Zu der Karfreitag 22, also diese Karfreitag, gucken wir beneid Kreuz in der Basilika. Das ist ein Corpus Christi über dem Heichaltor, spätgotisch im 1500 aus Nordfrankreich. Vermittelt über die Kunstgalerie von Köln, haben wir diesen Corpus geschenkt gekriegt. Das ist ein erster gewöhnlich schöner Corpus, die Jesus, den als heute geschenkt, a wunderbare Proportionen. Der Künstler Johannes Nagel, die noch den Abend erinnert ist, hat den Neid Kreuz geschaffen an traditioneller Schmiedeeisentechnik an Lebensbaum draus gemacht. Zusammen mit seinem Papa hat er für 26 Jahre, 1996, für die Kuppel von der Grabeskirche zu Jerusalem ein Neid Kreuz gemacht. Das ist für uns die wichtigste Kirche von der christlichen Menschheit, also sind wir mit Jerusalem verbunden. Die Fenster vom Weltenherrscher, das Jacques Le Chevalier 1952 für das Basilika geschaffen hat, den dreifaltigen Gott, wurde Willibrord für Druck nicht, als Hand und Rund. Wenn es ganz hell ist, dann gesehen den Kreuz kaum. Aber wie hat man festgestellt wird, du Hung, je dunkler es wird, umso klarer erscheint Christus. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Künstler und Architekten Johannes Nagel und seinem Atelier, auch bei Frau Nagel, die ein wunderbares Kunstwerk geschaffen haben. Ich möchte mich aber auch bedanken bei der Familie, die diesen unglaublichen Schatz, den wir geschenkt bekommen haben, ermöglicht hat für unsere Basilika. Darf ich nun Herrn Nagel bitten, einige erklärende Worte zu seiner Arbeit zu uns zu sprechen. Sehr geehrter Herr Kardinal, sehr geehrter Herr Bischof, lieber Herr Pastor Erasmi, sehr geehrte Damen und Herren.
Vor etwas mehr als 2 Jahren schickte mir Herr Elmar Robert Bilder von diesem wunderbaren Corpus Christi und fragte mich, ob ich Spaß und Freude daran hätte, für diesen Corpus ein Kreuz zu machen. Ich schaute mir den Corpus an, war sehr beeindruckt und sagte ja, und Herr Pastor Erasmi vertraute mir diese Aufgabe an. Für mich ist solch eine Arbeit immer eine ganz große Herausforderung. Eine Herausforderung, die darin besteht, einen vor langer Zeit geschaffenen Korpus, in dem sich Kraft, Zweifel, Energie und Theologie ausdrücken, mit einem, ich nenne es mal, einen Rahmen zu versehen und all dies zusammen noch in einen liturgischen Raum einzufügen und am besten so, als gäbe es keine andere weitere Möglichkeit. In dieser Zeit des Entwurfs bin ich immer wieder in dieser herrlichen Kathedrale gewesen und diesen Raum mit seinen Stärken und Schwächen zu verstehen, die Atmosphäre zu spüren und das eigene Licht des Raumes zu verstehen. Parallel dazu hat der Corpus mich jeden Morgen im Atelier begrüßt, der hing dort an der Wand und hat mich immer wieder gefragt, wann darf ich ihn wieder ans Licht, wann darf ich ihn wieder an meinen Ort zurück. Und so habe ich 1,5 Jahre lang gezeichnet, nachgedacht, verworfen, aufgegeben und wieder neu angefangen. Im September letzten Jahres hatte ich den Entwurf dann so weit und war damit so zufrieden, dass ich ihn vorgestellt habe mit entsprechenden Proben und Herr Pastor Erasmi sagte auch Ja zu diesem Entwurf. Thematisch war relativ schnell klar, dass der Baum des Lebens, also die inhaltliche Aussage des Entwurfs werden sollte. Der Baum des Lebens als Symbol für Weisheit, Gerechtigkeit und erfüllte Hoffnung und in der theologischen Deutung als Zeichen für den Gekreuzigten, der in seiner Hingabe am Kreuz den Zugang zum Baum des Lebens in Gestalt der Eucharistie wieder eröffnet. Ganz entscheidend war für mich auch, dass das Kreuz nicht nur Hintergrund für den Corpus Christi selber ist, sondern durch seine Durchbrüche und seine Öffnungen so transparent bleibt, dass das Fenster im Chor nicht verdeckt und nicht versteckt wird, sondern sich Kreuz und Fenster miteinander verbinden. Als frei im Raum hängendes Kunstwerk besitzt dieses Kreuz nicht nur eine Vorderansicht mit dem Corpus Christi, den wir gerade sehen, sondern auf seiner Rückseite ist ein zweites Kreuz angefügt, das sich aus dem ersten Kreuz heraus ergibt oder verbindet. Und so bleibt es auch eine Freude, wenn ich hinter dem Kreuz stehe und auf dieses blicken kann. Ausgeführt ist diese Arbeit als Schmiedearbeit, in dem jedes Stück Eisen und wirklich nicht nur bildlich, wirklich jedes Stück durch das Feuer ging und präzise geformt wurde. Es waren 256 Blätter, viele Lochungen und viele Verkröpfungen und viele Arbeitsschritte, bis wir wirklich dieses Kreuz auf diesem Punkt hatten, den wir haben wollten. Farblich ist es enkaustisch in einem schwarz-grünen Ton gefasst. Es ist eine Farbe, die sich selber zurücknimmt und alle anderen Tonigkeiten des Raumes wieder mit aufnimmt. Die Vergoldung ist als Verbindung oder als Brücke von Corpus Christi und den Fenstern in 3 Farbtönen ausgeführt. Wir haben ein Gelbgold, wir haben ein Weißgold und ein Rotgold und ein Rotgold. Lieber Herr Pastor Erasmi, ich möchte mich für das Vertrauen und Ihre Geduld ganz herzlich bedanken, weil es ja doch etwas lange gedauert hat. Und hoffe, dass Sie und Ihre Gemeinde genauso viel Freude an diesem Kreuz haben, wie ich sie heute in meinem Herzen trage. Herzlichen Dank. Wir wollen dann abstoßen, weil Kreuzgedlo gesehnt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein geliebter Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz, stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus,
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast den verschiedenen Völkern hervorragende Lehrer des wahren Glaubens gesandt. Gib allen, die sich am Grab des heiligen Willibrord, unseres Vaters im Glauben, hier versammelt haben, Freude und Wohlergehen in diesem Leben und lass sie einst deine Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod,
damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr mein Gott, wie groß bist du? Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so groß und weit, darin ein Gewimmel ohne Zahl, kleine und große Tiere. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du erneuerst das Antlitz der Erde. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Ewig wäre die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr freue sich seiner Werke, möge ihm ein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu.
Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Verehrerinnen und Verehrer des heiligen Willibrord, liebe Freundinnen und Freunde der Springprozession, liebe Schwestern und Brüder im Glauben. Zunächst möchte ich Kardinal Hollerich in unser aller Namen danken, ihm und dem Willibrordus Bauverein für die Einladung zu dieser feierlichen Eröffnungsandacht. Und ich verbinde meinen Dank mit der Freude darüber, dass wir nach einer Zwangspause von 2 Jahren uns nun wieder in größerer Zahl am Grab des heiligen Willibrord versammeln können, um den Heiligen durch Gottesdienst und Gebet und natürlich durch die Springprozession zu ehren und uns im Glauben stärken zu lassen. Danken möchte ich persönlich dafür, dass mich Erzbischof Jean-Claude auch in den vergangenen beiden Jahren nach Echternach eingeladen hat und wir uns, wenn auch unter Einschränkungen, hier treffen konnten. Das Band der Verbundenheit, lieber Mitbruder Jean-Claude, zwischen den Bistümern Luxemburg und Trier ist in der Corona-Zeit nicht abgerissen, wenn es auch notgedrungen vielleicht etwas schmäler war, aber fest geblieben ist es dennoch und wir haben es auch in diesen beiden Jahren weiter gefestigt. Und so danke ich und will gerne heute Abend auch ein Wort der Predigt an Sie richten. In Deutschland hat in den vergangenen Tagen ein Interview des Philosophen Peter Sloterdijk die Runde gemacht. Peter Sloterdijk ist Sohn einer Deutschen und eines Niederländers und er ist mit seinen scharfsinnigen, zum Teil auch scharfzüngigen Analysen der Gegenwart in einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. In dem Interview spricht Sloterdijk vom Bedeutungsverlust der Kirche in unserer Zeit. Aber zugleich gesteht er auch, dass die Idee der Kirche eine der wenigen Ideen sei, die auch heute noch elementare Bedeutung habe. Dem, sagt er, dem radikal verstanden, so sagt er, meint Zugehörigkeit zu einer Kirche das Austreten aus allen familialen, standesmäßigen, nationalen Besessenheiten und den Eintritt in eine geistgewirkte Gemeinschaft, in die Metanation der Getauften. Aber gerade das werde von den Christen nicht verwirklicht und deshalb sei das Christentum ein gescheitertes Projekt. Die nationaldämonischen Scheinkristentümer, so sagt Sloterdijk, hätten es überall auf der Welt unterwandert. In 2 Weltkriegen, so sagt er, haben europäische Christen aufeinander geschossen und wenn man näher hinsieht, schießen denn nicht zur Stunde wieder orthodoxe Christen auf dem Boden der Ukraine gegenseitig auf sich. Kyrill, der Patriarch von Moskau, segnet Putins Waffen. Mehr muss man über den Stand der Dinge nicht wissen. So das bittere Fazit des Philosophen Sloterdijk. Mag es uns auch übertrieben erscheinen, deswegen das gesamte Christentum als ein gescheitertes Projekt zu betrachten, so ist aber doch nicht von der Hand zu weisen, dass der Philosoph hier sehr ernstzunehmende Anfragen an das Christentum stellt. Natürlich geht die Anfrage in allererster Linie an die ungerechten Aggressoren, die einen Krieg vom Zaun gebrochen haben, obwohl sie selbst Christen sind. Die Frage geht an einen Patriarchen, der diesen Krieg auch noch religiös verbrämt. Dass Christen in der Geschichte und bis heute aufeinander schießen, dass Christen einander den Tod bringen, entspricht wahrhaftig nicht dem Geist des Evangeliums. Deshalb bin ich froh, wenn der ukrainisch-katholische Erzbischof von Kiew und andere, auch orthodoxe Bischöfe daran erinnern und wörtlich sagen, wie wichtig es für das christliche Zeugnis ist, selbst in Zeiten des Krieges eine Gesinnung des Friedens zu bewahren und der Vergiftung der Seelen entgegenzutreten. Auch in Situationen der berechtigten Selbstverteidigung dürfe man nicht der Versuchung absoluter Verfeindung erliegen. Ich meine, in solchen Worten, da spürt man etwas vom Geist des Evangeliums, dem Geist der Friedfertigkeit, auch in der Bedrängnis. Dass Christen sich weltlicher Gewalt bedienen, um gegeneinander vorzugehen, das gehört übrigens neben dem großartigen Zeugnis des heiligen Willibrord leider auch zum historischen Gedächtnis unserer Region.
Was meine ich damit? Ich denke nicht an Echternach, ich denke nicht an Luxemburg, sondern ich muss zugeben, ich denke an Trier. Ich denke an den Fall des spanischen Bischofs Priscillian, der im Jahr 384 von anderen Bischöfen beim Kaiser in Trier angeklagt wurde, sich der Verbreitung einer Irrlehre schuldig zu machen. Die Untersuchungen und die Verhandlungen über diesen Bischof gingen hin und her und Bischof Priscillian sollte nach dem Willen bestimmter Bischöfe für seine Lehre nicht nur mit kirchlichen Strafen belegt, sondern mit dem Tod bestraft werden. Dagegen setzten sich keine geringeren als der heilige Martin von Tours und der heilige Ambrosius ein, die dazu eigens nach Trier reisten. Aber am Ende konnten sie doch nichts ausrichten und es siegte die Gewalt. Bischof Priscillian und seine Anhänger wurden verurteilt und im Amphitheater in Trier hingerichtet. Es war das erste Mal, dass die Kirche sich in einem Glaubensstreit staatlicher Gewaltmaßnahmen bediente, dass Christen umbringen ließen. Als Willibrord in unsere Region kam, da lagen diese Ereignisse schon gut 300 Jahre zurück. Willibrord traf in seiner missionarischen Arbeit auf unterschiedliche Situationen. Es gab damals einerseits noch christenfreie Gebiete, an anderen Orten war das Christentum schon mehr als 400 Jahre alt und parallel dazu gab es heidnische Anschauungen, gerade auf dem Land. Ob auch die Springprozession ursprünglich auf irgendwelche heidnischen Tänze zurückgeht, bis sie dann getauft wurde, wir wissen es nicht. Willibrord konnte aber in seiner Arbeit auch auf Menschen wie die Äbtissin Irmina oder auf die Trierer Bischöfe Basin und Liudwin zählen. Sie haben ihn in seiner missionarischen Arbeit handfest unterstützt. Und zugleich war es wahrscheinlich auch so, dass Landstriche, die bereits längst christianisiert waren, im Glauben wieder schwach geworden waren. Sei es, dass die ursprüngliche Lebendigkeit verblasst war, sei es, dass nach der Taufe der Glaube nur oberflächlich geblieben war. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Willibrord in seiner missionarischen Arbeit beides leisten musste. Er war sowohl in der Erstverkündigung tätig, wie auch in der Vertiefung und Erneuerung des Glaubens. Und immer wieder wird er wohl auch die Verse aus dem Römerbrief gelesen und zitiert haben, die wir gerade als Lesung gehört haben. Willibrord wird sie den Menschen seiner Zeit ausgelegt, erklärt haben. Die Lesung, die wir gehört haben, das ist die neutestamentliche Lesung, die wir auch jedes Jahr in der Feier der Osternacht hören. Darin ruft Paulus die Gemeinde in Rom in Erinnerung, welch einschneidendes Ereignis die Taufe darstellt. Der Apostel beschreibt die Taufe als den zentralen Wendepunkt des Lebens. Durch das Untertauchen in der Taufe wird der alte Mensch ertränkt, damit der neue Mensch auferstehen kann. Die Taufe nimmt die Bewegung auf, die Christus erlitten hat, der durch den Tod am Kreuz untergegangen ist. Er wurde durch die Kraft Gottes erhöht. Deshalb wird das Kreuz eben nicht nur Hinrichtungswerkzeug, sondern es wird auch zum Baum des Lebens, wie wir eben schon gehört haben. Paulus folgert: Sind wir nun mit Christus in der Taufe gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So ruft der Apostel aus, so begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Soweit die Theorie, möchte man angesichts der Realität des Christentums sagen. Sowohl Paulus wie auch Willibrord waren davon überzeugt, die Taufe ist ein Ereignis, das wirkt und das gilt, wenn sie gespendet ist, ein für allemal. Denn in der Taufe sagt sich Gott einem Menschen zu, unwiderruflich, seine Zusage gilt. Aber die beiden Missionare wussten auch, dass der Mensch sich diese Zusage Gottes immer wieder neu aneignen muss. Das menschliche Ja zum Glauben, das muss immer wieder erneuert werden, damit es sich festigt und vertieft. Das ist ein lebenslanger Prozess, auf dem es nicht nur ein Voranschreiten gibt, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Nein, da gibt es auch Umwege und Abwege,
da gibt es ein Verbummeln und ein Zurückbleiben. Von Romano Guardini, dem großen Philosophen und Theologen, gibt es die schöne Mahnung: Denken Sie daran, dass auch Ihr Verstand getauft ist. Damit wollte er sagen, dass die Taufe und damit das Christsein nicht nur eine Sache der Frömmigkeit und des religiösen Gefühls ist, sondern dass die Taufe spürbare Auswirkungen haben muss auf unser Denken, Urteilen und Entscheiden. Denken Sie daran, dass auch Ihr Verstand getauft worden ist. Liebe Schwestern und Brüder, wie ist das bei uns? Nehmen wir unsere Taufe so ernst? Darf die Tatsache, dass wir Christen sind, uns prägen bis in unser ganz alltägliches Denken und Handeln, unsere Beziehungen, unseren Umgang mit den Menschen und mit der Welt? Wenn Christen auf Christen schießen, dann mag das ein besonders offensichtliches Beispiel dafür sein, dass das Taufwasser noch nicht alle Fasern der Existenz erreicht hat. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch zugeben, dass es auch in unserem Alltag immer wieder Situationen gibt, in denen unser alter Mensch noch sehr lebendig ist und wir ohne großes Nachdenken unseren rein menschlichen Impulsen, Gefühlen und Einschätzungen folgen. Dabei gibt es bei uns auch noch Bedarf zu weitergehender Missionierung und Evangelisierung. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns am Grab eines Glaubenszeugen wie des heiligen Willibrord versammeln, uns von ihm inspirieren und herausfordern lassen und um seine Fürsprache bitten. Kehren wir zum Schluss noch einmal zum Philosophen Peter Sloterdijk zurück. In dem zitierten Interview gibt Sloterdijk zu, dass das Christentum durchaus eine Erfolgsgeschichte aufzuweisen hat, auch wenn er es als gescheitertes Projekt bezeichnet. Er sagt, nein, es gibt eine Erfolgsgeschichte des Christentums. Ausgehend vom Motiv der Nächstenliebe habe das Christentum eine Ethik, also ein Verständnis des Miteinanders entwickelt, das nicht nur den europäischen Kontinent tief geprägt hat. Allerdings sei dieser Impuls, dieser christliche Impuls, aus der Kirche ausgewandert in weltliche Institutionen, in die Sozialgesetzgebung der Staaten und in andere säkulare Formen. Da sei das, was den Kern des Christentums ausmacht, aufgenommen worden und lebe dort sozusagen anonym weiter. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, in diesem Sinne hat Sloterdijk recht. Und wir können uns fragen, müssen wir traurig oder neidisch sein, dass wir das Monopol über die Nächstenliebe verloren haben? Ich meine nicht. Im Gegenteil. Was kann es denn Besseres geben, als dass die Werte des Evangeliums mehr und mehr einwandern in alle gesellschaftlichen Bereiche? Aber seien wir auch nicht naiv oder zu optimistisch. Eine solche Entwicklung ist kein Selbstläufer. Auch das zeigt ja die aktuelle Weltsituation. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es nach wie vor so etwas braucht wie den glühenden Kern dessen, was unsere Welt menschlicher macht. Es wäre schön und es würde ganz dem Evangelium, dem Auftrag Jesu entsprechen, wenn dieser glühende Kern die Christenheit bleibt in ihrer immer neuen Besinnung auf die Botschaft des Evangeliums. Amen. Die lief Leiit und den nowen eng Premier hai an der Basilika. Well Basilika ass scho bale so Weppes fir eng zweet Kathedral heit zu Lettzeburg. An der Kathedral do gëtt et Kapitel. An et ginn Ehrendomherren. Ehrendomherr gëtt een, wann hin eng mat der Lettzeburger Kirch verbonnen ass, oder well sech ausgezeechen huet, durch die Pastoral Abecht an eiser Kirchheit zu Lettzeburg. Haut hunn ich ze summen mam Dompropst die Großfried fir 2 nei Ehrendomherren opzuholen.
Und ich gebe euch gerne vorstellen für dich, dass das den Pastor von meiner Titelkirche zu Rom. Den Don Massimo als Pastor von San Giovanni Crisostomo in Monte Sacro Alto. Das ist ein ganz Liebesspruch, mit Scouten, Guiden, an einer Primärschule, von der Schule von einer Pochas. Den Don Massimo hat gesagt, ich komme auf die Sprangprozession. Und du hast mir am Domkapitel die Gelegenheit ergriffen, für ihn dann auch zum euren Domherr zu ernennen. Den zweiten, den brauche ich eigentlich nicht vorzustellen. Das ist der Francis Erasmi. Als Rektor von der Basilika, als ein Mann, der nicht nur ein Gefühl für Kunst hat, was man schon heute bemerkt hat, aber den ein Duarte hat, Fingerspitzengefühl für Pastoral. Und eine große Dedikatesse, Feinfühligkeit, geht hier an menschliche Relationen heran. Und dafür ist es nicht mehr richtig, liebe Francis, dass du auch eure Chanoine zu Lützeburg gehst. Könnt ihr vielleicht herabkommen? E la pace di Cristo. Komm mal hin. So. Muss ich noch mal viel knapp zu machen. So, ich meine, wir können klappen. Den Don Massimo, sein Kirche zu Rom, als voller Ikonen. Und die hat er selber geschrieben, dass Götter Kirche ihre Kasche. Und hier wird Eis, eine Ikon vom heiligen Willibrord, mit Brot. Als Sängerkirche zu Rom ist noch eine Statue von der Trächterin. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Und da können wir mit den neuen Chanoinen zusammen den heiligen Willibrord beten, dass hier Eiskirche und Gesamtkirche, die Universalkirche begleitet und beschützt, dafür uns beim Herrgott antritt.
Brüder und Schwestern, im Vertrauen auf die Fürsprache des heiligen Willibrord, lasst uns in Demut unsere Anliegen vor Gott, unseren himmlischen Vater, bringen und inständig beten. Für die Kirche, damit sie in einer Zeit der Individualisierung und Säkularisierung mutig auf dem synodalen Weg fortschreitet und so zu den Quellen des Glaubens zurückfindet, zu Jesus Christus, der als Auferstandener in der Gemeinschaft der Seinen gegenwärtig ist und in jedem Einzelnen weiterlebt und weiterwirkt. Herr, höre uns. Herr, höre uns. Dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape François évoque la dignité inaliénable de chaque personne humaine, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion, afin que la loi suprême de l'amour fraternel engage chaque chrétien à reconnaître le Christ lui-même en chaque frère abandonné ou exclu. Seigneur, nous t'en prions. Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle, schreibt Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika Laudato Si. Damit die Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen und Umweltkrisen abzuwenden, eine neue, universale Solidarität hervorbringt, welche die Menschheit so dringend braucht. Herr, höre uns. Protégeons les enfants, a tweeté le pape François, ayant récemment rencontré au Vatican un groupe d'enfants, parmi eux des enfants ukrainiens. Avec lui, prions pour les enfants orphelins, pour les enfants ayant fui la guerre, pour les enfants dans le monde qui souffrent de la faim, du manque de soins, des abus et de la violence, pour les enfants à qui on refuse le droit de naître. Seigneur, nous t'en prions. Für alles krank mat Menschen an ihr Familien, los sie verbunden am Leid mat Christus, an am Vertrauen op Gebet von Maria, der Trächterin am Leid, Sinn, Trost an Zuversicht fannen. Für all die, die an der Santé oder an der Pflege schaffen, los sie mit Empathie, und Barmherzigkeit ihre Patienten begegnen. Herr Gott, Reis. Für als christliche Gemeinschaft, für die, die sich Haut und Greif vom Heilige Willibrord abhören tun, und für all die, die am Geist mit Eis verbunden sind. Für das wir, nur der Devis von unserem Patroner, mit Fried und am Vertrauen auf Gott unsere Glaube bekennen, durch ein Wort und für in allem durch ein soziales Engagement. Herr Gott, Reis. Guter Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, damit er Zeugnis ablege von deiner großen Liebe zu uns Menschen. Erhöre unser Gebet. Lass uns wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit auch wir, gestärkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, glaubhaft bekunden, dass du unser liebender Vater bist in Ewigkeit. Amen. Amen.
Deus qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudie vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones Tue, memoriam reliquisti, tribur quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis jugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Mi hunn der Öffnungsander die Wadroen aus der Basilika vun Echternach. Ma peich dünnchtech iwwerdrehten Dock, den RTL.lu an de Kathol.lu och vun Haiem 8 Auer Mores Pontifikal Mass 400 Sprangprezession. Firelo gut Nuicht an Dommer schalte mat Zreck an den Studio.